Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu F1 2021 in der MyTeam-Karriere mit Kassel Motorsport. Ja, wir haben ja das letzte Mal in Brasilien wieder gute Punkte gehabt. Wir sind auf P8 gelandet, haben zwar recht viel Kontakt gehabt mit anderen Fahrern, aber egal. Es hat ja keine Strafe gegeben, also alles noch gut gewesen. Und jetzt geht es nach Australien, eine Strecke, die ich nicht so gerne fahre, aber ja, ist halt auch jetzt hier in diesem Game dabei, obwohl das sie offiziell im Rennkalender nicht mehr dabei war. Aber ja, wir legen los, wir gehen jetzt gerade nach Australien, ich fahre wie immer das Training und nachher sehen wir uns wieder im Qualifying. Let's go! So, herzlich willkommen zum Blitz Qualifying. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe recht viele Probleme mit meinem Auto auf dieser Strecke. Aber das habe ich schon fast irgendwie gespürt, dass das kommt, weil ja, das Auto hat halt nicht gute Aerodynamik und das Chassis ist auch nicht gerade so. Ja, das Chassis ist eigentlich nicht schlecht, aber die Aerodynamik ist halt nicht so wahnsinnig gut bei unserem Auto. Und da ist halt schon Aerodynamik recht wichtig. Ja, ich weiß nicht, wie es Rennen wird. Ich weiß nicht, wie lange am Setup rumtüfteln, beziehungsweise nicht das Rennen, sondern das Qualifying. Ich weiß nicht, wie gut es wird, weil ich habe mega lange am Setup rumgetüftelt, aber ich bringe es nicht besser her, keine Ahnung. Und ja, ich würde mal sagen, gehen wir ins Qualifying und versuchen unser Bestes. Let's go. Nein! Okay. Okay. Ja, fährt schon mal gut an. Ich habe dort leicht überschritten und es ist gerade Zeit gestrichen worden. Oh Mann. Ja, wir fahren jetzt ein bisschen langsamer, weil da kann meine Reifen auch ein bisschen schonen. Dann habe ich vielleicht morgen ein bisschen, oder im Rennen bessere Reifen. Ah Mann. Schade. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Aufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Lewis Hamilton startet heute von der Pole und Valtteri Bottas steht daneben. Und die übrige Startaufstellung ist wie folgt: Sainz, Verstappen, Daniel Ricciardo und Perez, Gasly, Fernando Alonso, Tsunoda und Sebastian Vettel. Leclerc, er hat eine Gridstrafe erhalten. Räikkönen, Lance Stroll und Norris, Giovinazzi, Russell, Mick Schumacher und Nikita Mazepin. Schwartzman, ein Wagen des neuen Teams. Ocon, wegen einer früheren Gridstrafe wird er von weiter hinten starten. Und Nicolas Latifi. Und jetzt wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Okay, es geht los. Ich weiß, wozu du fähig bist, also lass mich heute nicht hängen. So, also herzlich willkommen zu der Startaufstellung. Wir schauen mal, wo wir schon landen. Wir starten nicht als Letzte. Es hat noch ein paar Strafen gegeben. Australien ist einfach nicht meine Strecke. Es ist so schwer, da vorzukommen. Und ja, wir probieren es einfach mal. Let's go. Schlechter Start gehabt. Wieder den Kontakt mit dem Mazepin, Williams nicht mehr noch. Dann setzen wir uns gerade mal neben Ocon wieder her. Die KI ist da einfach so schnell durch die ganze Zeit. Oh.
Wow, auf dem Körper beschleunigen, immer eine dumme Idee. Ah, wenn ich ein bisschen Schuhmacher reingetutscht. Aber jetzt kommen wir. Jo, ein bisschen durchgeschlagen, dann drehen wir uns weg. Klasse Manöver. Bei dir sieht das Oh! einfach aus. Ähm, Ein paar Infos zu Schumacher. da kann ich so. Ach, ich habe mich da einfach weggedreht und einfach den Schuhmacher noch getutscht. Bei dem mehrere Fahrzeuge auf der Strecke zum Stillstand kamen. Oh Mann, ey, das. Ich habe noch einen 5-Second Penalty bekommen. Ich hätte das nicht wollen, wirklich nicht, aber ich habe mich weggedreht. Und ich habe meinen Heckflügel defekt, glaube ich. Ich muss kurz schauen. Unterboden kaputt, okay. Und Heckflügel kaputt. Perfekt. Das wird jetzt sehr schwierig werden, hier noch etwas zu machen. Aber mein Frontflügel ist schon ganz. Okay, also. Alternative Strategie haben. Willst du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Ah, jetzt eine aktuelle Strategie. Auf Herd. Verstanden, geht in Ordnung. Haben doch einen kaputten Frontflügel? Nein. VSC Ende. Ja, wir schauen mal. Ah, jetzt tue ich noch gerade die Strafe abhalten. Ja, das ist noch easy eigentlich. Dann die gerade durch. Aber wieso, dass ich auf Herd gehe? Ja gut, mit den Softs würde ich halt nicht durch mögen. Ah, ich kriege doch einen neuen Frontflügel, er hat doch eine Beschädigung. Alles klar. Ich würde mich wundern, wo ich die Beschädigung hatte am Frontflügel, weil er hat eigentlich immer noch recht grün ausgesehen, alles unten. Aber egal, ja gut, dann probieren wir mal jetzt aufzuholen. Und irgendwo nachher wieder zu landen. Also, ich weiß nicht, wie gut dass die weißen Reifen hier auf dieser Strecke funktionieren. Das DRS wird in dieser Runde Weil ich habe irgendwie das Gefühl, mit denen will ich noch mehr Probleme haben, aber wir fahren jetzt einfach mal vor. Wow, also ich fahre nur ein bisschen, ich bin jetzt nicht weit vorne gefahren. Aber ich kann kaum aus der Kurve Gas geben oder um schnelle Kurve. Das treibt mich fast weg immer. Das ist eine Katastrophe, wenn der defekt ist. Wow! ganz schön gekracht. Ich wollte gerade sagen, komm, wir probieren mal jetzt ein bisschen mit Schwung durchzufahren. So, also der Lewis Hamilton ist noch Weltmeister geworden. Gratulation an ihn. Ja, nochmal zu mir, ich wollte dort ein bisschen mit Schwung durchfahren, aber ja, ist sehr gut gegangen, wie man gesehen hat. Wir schauen noch schnell kurz in die Fahrtabelle rein, wie die Rangliste schlussendlich war jetzt von dem Rennen. Wir sehen, Hamilton hat gewonnen. From Bottas, Verstappen, Sainz, Leclerc, Norris, Gasly, Perez, Tsunoda, Alonso, Vettel, Stroll, Ocon, Raikkonen, Giovinazzi, Russell, Schwarzman, auch wieder 17. Hat ein bisschen Positionen gut gemacht, finde ich sehr gut. Latifi, Mazepin, Ricciardo, okay, der ist ein bisschen hintergeflogen. Dann kommen wir und der Mick Schumacher, den haben wir ja rausgeschossen. Aber ja, ich habe mich dort halt weggedreht, weil ich in Innenbahn war und habe wahrscheinlich zu viel Gas gegeben, hat es mich weggesprintet. Und also ich muss sagen, dass ich dort noch den Mick Schumacher verwünscht habe, ist eigentlich auch ein kleines Wunder. Aber es tut mir so leid für ihn. Und ja, kurzes Rennen gewesen. Die Aufnahme, die ich jetzt aufnehme, geht 3/4 Stunde. Aber das ist halt eben mit dem Training noch, mit dem Setup. Das wird ja alles rausgeschnitten dann. Kein Kommentar, wir sagen gar nichts. Vielen Dank für Ihre Zeit. Bitte, bitte. Ja gut, also das ist ja jetzt etwa unser 4. DNF oder so. Also von dem her, wir sind eigentlich schon nicht schlecht unterwegs. Also das könnte ja auch mehr sein. Das letzte Rennen ist in Abu Dhabi. Ja, da hoffen wir, dass wir dort noch einen guten Abschluss machen. So, also, ja, wir haben jetzt hier noch ein paar Wochen Zeit, bis der Grand Prix in Abu Dhabi kommt. Und dann würde ich da mal sagen, tun wir noch ein bisschen entwickeln. Wir haben ja noch ein bisschen Geld übrig. Wir haben immer noch eine Warnung drin. Von was oder wegen was? Wahrscheinlich, weil da einfach die noch geschützt sind. Ich frage mich aber, wenn ich jetzt etwas upgrade in der Motorabteilung, ob das dann nachher auch wieder gefährdet wird. Aber ich denke es zwar nicht, aber wir lassen es jetzt gleich mal raus. Wir machen jetzt wieder Aerodynamik, weil das ist wichtiger. Da müssen wir unbedingt einfach ein bisschen raufkommen. Und wir machen hier extra gerade das da. Kann ich noch eins machen oder ist es wieder ausgelastet? Ja, es ist wieder ausgelastet. Perfekt. Also, dann machen wir noch...
Ich würde mal sagen, wir machen noch Strapazierfähigkeit, die müssten wir auch mal ein bisschen aufnehmen. Weil, wenn wir das machen, dann gibt es da auch wieder neue Teile zum Freischalten. Das ist ja eh kostenlos. Dann machen wir das gerade. Turbo habe ich auch kostenlos. Da habe ich wahrscheinlich alles kostenlos, weil ich die in der Training freischalten kann. Halt. Und die eigentlich, ich tue eben nie, das ist ein bisschen faul, ich sollte die Strapazierfähigkeit unbedingt auch ein bisschen fördern. Aber gut, dann würde ich mal sagen, wir machen hier noch Aktivitäten. Wir machen hier mal das hier und dann machen wir hier das hier sicher. Zweitfahrer. Dann gehen wir noch essen mit diesen Leuten und dann machen wir das hier noch. So, also. Dann haben wir hier nämlich wieder ein volles Programm. Dann lassen wir das mal ein bisschen durchlaufen. Es kommen noch ein paar Updates, kommen ja noch. Motor-Update. DRS, sehr gut. So, perfekt. Das höre ich gerne, wenn es ohne Probleme eingebaut worden ist. Wir haben noch ein bisschen Geld gesehen. Ich glaube, man könnte rein theoretisch auch noch etwas upgraden hier von Chassis, Triebwerk, irgendetwas. Ich würde mal sagen Aerodynamik, weil das hat wirklich mega Priorität mittlerweile. Ist aber sauteuer, hey. Holy shit. Wir warten noch. Kann ich eigentlich mittlerweile noch einen weiteren Sponsor haben? Das ist auch noch so eine Frage, die ich habe. Ab 15, was sind wir jetzt? 14? Okay. Ja, wir brauchen noch ein paar Sponsoren, dass wir ein bisschen mehr Cash reinbekommen, dass wir auch wirklich mehr updaten können. Und mal auf den Fahrermarkt noch schauen. Schwarzmann, wie zufrieden ist der eigentlich mittlerweile? Da kann ich nicht anschauen. Okay. Wer ist schon nicht so zufrieden? Wahrscheinlich könnte ich auch jemanden abwerben. Ah, da ist ein Schwarzmann, er ist nicht zufrieden. Obwohl das eigentlich gute Dings gemacht hat, gute Entwicklung bis jetzt. Aber er ist halt auch nicht zufrieden wegen der Ergebnisse, die er einfährt, wahrscheinlich wegen dem Auto. Halt, Antonio ist auch nicht so zufrieden. He? Russell auch nicht. Ich frage mich aber, ob ich so einen mal holen soll. So ein Russell wäre halt auch nicht schlecht, aber der kostet halt dann einfach schon etwas, oder? Aber ja, ich würde mal sagen, das machen wir dann, wenn dann ist in der nächsten Saison. Wir haben ja jetzt eh nur noch eins und danach ist die Saison vorbei und ich würde mal sagen, dass wir uns im nächsten Rennen wieder sehen, wenn ihr Bock habt. Und ja, dann würde ich mal sagen, das war mit der Folge von F1 2021. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr das Video teilen und sonst sehen wir uns dann, wie gesagt, im nächsten Rennen wieder in Abu Dhabi. Und bis dahin sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao.